Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, endlich wieder Fußball, wa? Endlich wieder Champions League. Ja, das Rückspiel gegen Chelsea. Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich ein bisschen mehr von Chelsea erwartet. Die kamen immerhin aus der aktiven Saison, waren Vierter oder sind Vierter geworden in England. Für den Tabellenvierten aus England fand ich es eine sehr schwache Vorstellung. Man muss ihnen natürlich zugutehalten, dass viele Spieler verletzt waren. Das FA Cup Finale gegen Arsenal auch verloren haben. Aber nichtsdestotrotz denke ich, war es ein bisschen schwach von Chelsea. Aber gut, darum soll es hier nicht gehen, sondern es soll um unseren Club gehen. Ne? 4-1. Souveräne Vorstellung würde ich jetzt nicht sagen. Wir hatten so eine halbe Stunde im Spiel, wo wir echt so ein bisschen fahrig waren und ja, hätte da uns eine andere Mannschaft gegenüber gestanden. Hätte es natürlich anders ausgehen können. Generell hatte man so ein bisschen den Eindruck, oder hatte ich zumindest so ein bisschen den Eindruck, so nach einer halben Stunde, ich sag mal so die letzte Viertelstunde und die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit, also letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit, da waren wir so unkonzentriert. So. Da waren wir so ein bisschen so, ja, da hat es auch so ein bisschen Freundschaftsspielcharakter gehabt, hatte ich so das Gefühl, so, ja, wir spielen jetzt hier mal so, ne. Na gut, 11 Meter, da war das Spiel eigentlich schon durch, muss man auch fairerweise sagen. Ja. Dann hat man auch gemerkt, so, wir haben ein paar Gänge zurückgeschaltet und so weiter. Und zweite Halbzeit war dann ganz schwierig, fand ich so der Anfang. Aber dann haben wir nochmal ein bisschen Lust gekriegt. Ja, aber ansonsten 4-1, natürlich eine klare Geschichte, ja. Rekord aufgestellt für, ich glaube, 31 oder 31 Tore, glaube ich, ne? Nach 8 Champions League Spielen. Ja, ich denke, das kann sich sehen lassen. Zum Spiel kann man relativ wenig sagen, finde ich. Wie gesagt, ich bin der Meinung, Chelsea war nicht wirklich ein Gegner. Die letzte Konsequenz hat mir auch gefehlt bei Chelsea. Nichtsdestotrotz hat man gesehen, wenn sie mal nach vorne kamen, ja, hatten wir ein paar Problemchen. Wir gucken uns jetzt erst die Statistiken an, dann gehe ich so ein bisschen auf die Spieler drauf ein, was so meine Meinung war. Gut, ja, 4-1, ja. Ballbesitz, jetzt soll mal ein bisschen größer machen für euch hier. Ballbesitz 63,4 zu 36,6. Abseits, ja. Abseits haben wir ganz gut gespielt, fand ich. Fouls 8,6 spielt keine Rolle. Zweikämpfe haben wir 57% gewonnen. Ja, das ist halt, was ich so meine. So Chelsea hatte irgendwie so ein bisschen deutscher Spielcharakter, fand ich, ja. Schüsse insgesamt 18-10. Ich habe keine Ahnung, wo die 10 von Chelsea gesehen haben, was sie da beigezählt haben. 18 bei uns habe ich jetzt auch nicht. Schüsse aufs Tor 7-4. Ja, Ecken 4-3. Flanken 20-6. Sollte alles aussagen. Gewonnene Zweikämpfe. Auf unserer Seite jetzt Thiago 9, Levi 6, Goretzka 6. Ballkontakt alle bei 100, Thiago 75, Boateng 74. Ja, wow. Gefoult worden, Coutinho zweimal, sonst wurde bei uns kein Spieler zweimal gefoult. Ich meine, gut, bei 6 Fouls von Chelsea. Ja, sagt eigentlich alles aus, Alter. Champions League-Spiel, nur mal so nebenbei. Schüsse insgesamt Levi 4, Müller 2, Alaba 2, Torschussvorlagen, Levi 3, Perisic 2, Müller 2. Ja. Das deckelt auch so ein bisschen meine Einschätzung. Ja, Thiago war für mich stark. Definitiv. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht, auch sehr gut nach hinten gearbeitet. Schön die Bälle verteilt, sich auch fallen lassen zwischen den beiden Innenverteidiger. Aber Goretzka genauso, wie ich fand. Die beiden haben sehr gut gemacht. Kimmich war sehr unauffällig, würde ich sagen. Eine solide Leistung, würde ich jetzt mal sagen. Nichts Wildes. Davies war erste Halbzeit nicht gut.
Muss man auch sagen, auch Anfang zweiter Halbzeit war er nicht gut. So, letzte halbe Stunde hat er mir besser gefallen. Dasselbe Müller. Müller fand ich erste Halbzeit extrem schwach. Auch den Anfang der zweiten Halbzeit. Aber so die letzte halbe Stunde, 35 Minuten. Müller ist natürlich gerannt. Ja, das muss man natürlich sagen. Und hat dann auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, nochmal so ein bisschen so den Schub gegeben innerhalb der Mannschaft. Ansonsten Alaba gewohnt. Boateng war sehr stark, muss ich sagen. War sehr, sehr stark. Ja, aber ich denke, man hat auch gestern gesehen, bei Boateng ist immer so ein bisschen... Also, wo der Süle dann reinkam, hat man gleich gesehen, so, ja, der Süle ist so spritziger und Boateng wiegt alles so schwerfällig. Ja, der Acker, der, wie gesagt, hat super gespielt, aber man hat dann auch so gemerkt, so, ja, viel mehr ist da auch nicht mehr drin in dem Akku, ne? Das ist halt so. Also ich mache mir keine Sorgen. Süle kam rein, war souverän, war gleich da, war gleich präsent. Hat mir sehr gut gefallen. Ich mag den Süle. Ich denke, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Selbst wenn der Boa jetzt ausfallen sollte, was ich nicht denke. Sah eher wie ein Krampf aus, der ein bisschen tiefer ging oder sowas. Aber wir werden es sehen. Ja, Perisic. Perisic fand ich... Also gut, das Tor hat er gut gemacht, logisch. Ansonsten fand ich den Perisic sehr unauffällig. Hat mir nicht so gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, was der Kommentator da gesehen hat. Ja, Perisic hat aber ein super Spiel gemacht. Ja, deswegen ist er dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, Minute ausgewechselt. Können wir mal eben gucken. Wir müssen gleich hier wegen Noten mal gucken. Also ich habe Perisic nicht gut gesehen. Ja. Jetzt hat er das Tor nicht gemacht, dann wäre er richtig abgefallen. Gnabry, ja. Wenig Licht, wenig Schatten. Ich habe mich, so 40. Minute war es, da hat man wieder den Gnabry gesehen, Alter. Wie er einfach stehen bleibt und die Mitspieler um ihn herum alle nach hinten sprinten, ackern und er bleibt einfach stehen. Ansonsten hat er diesmal aber auch 2-3 Mal wirklich angezogen nach hinten hin, ja. Aber er hat halt immer noch diese Zehen drin und ja, das war wieder so eine Sache. Weißt du, ja, sowas gefällt mir einfach nicht. Das macht immer so den Eindruck, so, oh ja, ihr macht das schon, fickt euch, ne? So, ich dann so sehe, dass Müller an ihm vorbeiläuft und nach hinten rennt und er bleibt da stehen. Ja, keine Ahnung. Werde ich mich nie dran gewöhnen. Ich hatte so erste Halbzeit noch so den Anfang so ein bisschen Eindruck, oh, er hat ja mit nach hinten, er gibt sich nach vorne Mühe. Ich glaube so, dass der Sané da ist, gibt ihn schon mal ein bisschen Feuer. Aber dann so ab dem 40. hast du wieder so den normalen Gnabry gesehen. So, nee, jetzt ist gut. Jetzt laufe ich nicht mehr nach hinten, Arschlecken. Und zweite Halbzeit, ja, war auch gar nichts vom Gnabry. Generell vorne fand ich es jetzt nicht so prall. Die Außen, Perisic war nicht gut. Gnabry war auch jetzt nicht wirklich gut. Der einzige, der richtig gut war vorne, war Levi. Müller war sehr bemüht. War jetzt auch nicht so. Ich meine, das Ding, die Torchance, das Ding, das muss er einfach reinmachen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Also Müller war auch nicht gut, war aber sehr bemüht, hat viel geackert und so weiter. Aber ansonsten war er auch nicht gut. Der einzige war halt Levi. Und wenn man sieht, dass er an allen Toren beteiligt war, so sagt das auch alles aus, denke ich. Ja, ansonsten wäre es mir positiv, negativ aufgefallen. Wie gesagt, Süle fand ich sehr gut, wo reinkam. Tolisso auch, hat mich wirklich sehr gefreut, dass er das Tor gemacht hat. Ich fände es auch wirklich schade, wenn er wechseln würde. Ich denke, er hat gestern direkt gezeigt, was er kann. Ich finde, er ist noch einen Tacken offensiver wie Goretzka. Stößt noch ein bisschen einen Tacken mehr immer in den 16er rein und sowas. Also, ich sehe ihn bei uns, auch in der kommenden Saison. Ich hoffe, dass er bleiben wird. Gerade wenn wir dann jetzt noch den Martinez abgeben sollten. Dass Javi auch nochmal reinkam, hat mich auch sehr gefreut, auch wenn es nur 10 Minuten waren. Liegt aber an mir persönlich, weil ich ihn mag. Ansonsten ist mir, also wirklich schlecht war keiner gestern, ja, das muss man auch mal sagen. Und fürs erste Spiel nach der Pause, denke ich, war es auch okay. Also erste Pflichtspiel, wenn man Marseille rausnimmt. Und ja, immerhin war es Tabellenvierter aus England. Und ich denke, wenn man den 4 anschlägt, nach so einer Pause gibt es auch nicht viel groß was zu meckern. Ne?
Gut. Notentechnisch, denke ich, werden wir ja viel befriedigend hören. Neuer. Ja. Neuer können wir leider keine 3 geben. Wegen seinem Fehler. Also muss er sich ankreien, ging auf seine Kappe. Ja, auch bei dem Tor vorher, ja, okay, ja, weiß ich nicht, ob man ihn da auch hätte was ankreiden können, was dann abseits war. Also für mich war Neuer eine 4. Ja, das war ausreichend, war jetzt aber auch nicht befriedigend. Wenn der Ball gehalten wäre, ist befriedigend gewesen. Ansonsten, ja, war er auch kaum gefordert. Irgendwie 2 Schüsse, die aufs Tor gingen, die er dann noch gehalten hat. Alaba, ja, war für mich auch eine 3. Vielleicht eine gute 3. War jetzt nicht so überragend wie sonst immer, wie ich fand. War aber okay, hat angetrieben. Wie gesagt, eine gute 3, würde ich sagen. Kimmich war für mich eine 4. Ist aber ausreichend, nicht mehr, nicht weniger. Also nach vorne habe ich ihn kaum gesehen. Klar, natürlich auch vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man die ganze Zeit dann mittig gespielt hat und jetzt wieder hinten rechts spielen soll, muss. Er wird sich auf jeden Fall steigern müssen gegen Barca. Keine Frage. Boa war für mich bärenstark. Ja, war für mich, ja, gehörte zu den besseren Spielern. Auf jeden Fall mit 2. Davies war auch nur eine 4. Auch wenn ich ihn sehr mag, muss man einfach sehen. Erste Halbzeit war gar nichts. Zweite Halbzeit war es da ein bisschen besser, aber ist jetzt auch nichts, wo man da jetzt noch irgendwie groß was machen könnte. Ja. Sagen wir mal eine gute 4. Müller war für mich eine schlechte 3. Könnte man bei Davies halt auch sagen, eine schlechte 3, eine gute 4, wie ihr wollt. Thiago war für mich auch eine 2, definitiv. Gerade auch wie er hinten dann nochmal 40 Meter Sprint und dann noch reingrätscht und da Dingen holt. Vorbildlich, sollte sich Gnabry mal eine Scheibe von abschneiden. Perisic war für mich, ja, man könnte ihm ja nicht irgendwie eine schlechte Note geben, wenn er das 2:0 macht. Von daher geben wir ihm mal eine schlechte 3. Ja, ja, ich weiß nicht, ob das schon entschieden ist, aber wenn es noch nicht entschieden ist, ob er bleibt oder nicht. Hätte er sich meiner Meinung nach, ja, er war jetzt nicht schlecht, aber mir fehlt so das letzte Feuer, Leute. Also, mein Gott, ich meine, er spielt beim FC Bayern, Alter. Und wenn er noch um Vertrag spielt, ja, hat mir das letzte Feuer gefehlt. Gnabry definitiv eine 4, Leute. Ja, war jetzt auch nicht so schlecht, sagen wir mal eine gute 4, aber dieses Stehenbleiben, wenn er das nicht drin hätte, wäre es für mich sogar eine 3 gewesen gestern. Obwohl er nach vorne halt auch echt die Durchschlagskraft hat einfach gefehlt. Und man hat gesehen, so irgendwie, ja, er ist auch noch nicht bei 100% Fitness, würde ich sagen. Bin gespannt. Man muss sagen, dass gestern unsere Mitte halt das Spiel gemacht hat. Ne? Über Außen war relativ wenig, auch wenn wir 20 Flanken hatten. Aber das war dann meistens so der Müller oder der Kimmich, der dann mal doch aufgerückt ist. Oder halt auch der Davis. Ansonsten unsere beiden Außenspieler offensiv waren nicht gut. Goretzka für mich auch eine 2. War engagiert, hat auch gut. Der war der Einzige, der mal irgendwie ein bisschen was abbekommen hatte im Zweikampf. Hat mir gut gefallen. Ja, und Levi. Ja, Levi muss er eine 1 geben. Ja. Er hat 2 Hütten gemacht, war an allen Toren beteiligt, hat also noch 2 Vorlagen gegeben. Ja, mehr gibt es da nicht so zu sagen. Ja. Süle, ja, 27 Minuten kannst du jetzt nicht so ganz so bewerten. Mir hat sehr gut gefallen, von daher würde ich ihm schon eine 2 geben. Weil er kam gleich rein, er war gleich da, er war agil, man hat gleich gesehen, so ist viel leichtfüßiger wie Boateng und so. Hat mir gut gefallen. Coutinho war sehr unauffällig, würde ich eine 4 geben. Ja, mehr ist da eigentlich nichts zu sagen, ey. Odriozola hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, ja. Würde ich eine 3, eine gute 3 geben. Hier muss man natürlich die Noten, das ist jetzt ein bisschen schwer, ne? So für 20 Minuten, 25 Minuten da irgendwelche Noten zu verteilen. Tolisso hat mir auch sehr gut gefallen. Wäre für mich halt auch eher eine 2 wie eine 3. Ja, und Martinez, ja, was willst du bei 9 Minuten noch bewerten? Definitiv befriedigend für mich. Weil ich einen Javi mag. Ja, ansonsten gibt es nichts groß zu sagen, Leute. Es war ein souveräner Kick von uns. Wir hatten, wie gesagt, so eine halbe Stunde, wo ein bisschen Schwächephase oder ja, wo man vielleicht so gedacht hat, oh ja, ist schon durch und wir schonen uns vielleicht nochmal ein bisschen. Aber ansonsten alles gut. Gut, nächster Gegner, Barca. Ja, Barca hat gestern 3-1 gewonnen.
War aber hinten nicht wirklich sicher. Ja. Na gut, das kennen wir eh von Barca so ein bisschen. Dass sie nach vorne in Qualitäten haben, allein durch Messi müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Wird ein sehr interessantes Spiel. Wird definitiv die Tagesform entscheiden. Aber ich mache mir bei uns hinten jetzt eigentlich nicht so die Sorgen. Ja. Ich denke mal, so, die Jungs werden noch mal ein bisschen heißer sein wie jetzt in dem Spiel, weil wenn man ehrlich ist, nach einem 3-0 Hinspiel, man hat es auch bei Chelsea gesehen, Chelsea hat das Spiel, die waren eigentlich nur auf Schadensbegrenzung bedacht. Die haben nicht mehr wirklich dran geglaubt, da noch irgendwas zu reißen. Ne? Ich denke, also ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl gegen Barca. Ich denke, dass wir da weiterkommen werden. Es sei denn, wir haben einen richtig schlechten Tag und Barca hat irgendwie einen Sahnetag. Ja, ist halt ein Spiel, Tagesform, ja. Danach wird es wahrscheinlich... Wer ist denn bei uns? Man City oder Man City ist im Finale? Also Man City, denke ich, ist so der stärkste Konkurrent, der drin ist. Ich glaube, im Halbfinale haben wir dann Man City, ne? Können wir das irgendwo einsehen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube ja, dass die bei uns auf der Seite waren, oder? Auf der anderen Seite wäre dann so Bergamo, Gedöns oder Atletico Madrid und Leipzig und sowas. Ja, das denke ich, wird ein schwieriges Spiel gegen Pep, wenn wir so weit kommen sollten. Wie gesagt, aber erstmal haben wir Barca, also nicht weiter vorausdenken. Erstmal gucken, was gegen Barca geht. Ich habe ein gutes Gefühl gegen Barca, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich traue unserer Mannschaft einiges zu. Und wer gestern noch bei Sky geguckt hat, hat Niklas Süle gehört. Der Reporter hinfragt, und gewinnt der FC Bayern die Champions League. Das hat keine Sekunde gedauert, 0,1 Millisekunden. Ja, na klar. Ja, na klar. Was ist los? Von daher, das Selbstverständnis ist da, ja. Bin gespannt. Aber selbst wenn nicht, Leute, alles gut. Wir haben eine super Saison gespielt. Wir sind jetzt beim Turnier dabei. Ich bin sehr gespannt. Ich habe Bock drauf. Freitag 21 Uhr gegen Barca. Und ja, dann hört ihr am Samstag, sehen wir uns dann, oder seht ihr mich wieder. Hoffentlich mit einer positiven Sache. Aber wie gesagt, wenn Barca einen guten Tag hat, wir nicht so einen guten Tag. Aber vielleicht haben beide einen guten Tag, dann könnte es ein sehr, sehr interessantes Spiel werden, wie ich denke. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, guten Start in die Woche. Haut rein, bis dann. Ciao.